Guten Morgen und willkommen zurück zu unseren Crazy Playoffs. Heute geht es endlich weiter und natürlich spielen mit den beiden Teams, die die Mehrheit von euch beim letzten Video mit den Kommentaren abgestimmt hat. Und das sind zum einen der Sparta Prag, der gegen der EVZ spielt, und dann spiele ich noch mit der Schweizer Nazi gegen Lugano. Das heisst, die zwei Paarungen und die zwei Paarungen vom letzten Mal, die stehen nicht mehr zur Auswahl. Bei allen anderen Paarungen ist alles natürlich noch offen. Ihr könnt mit Kommentaren abstimmen, welche zwei Teams ihr eben spielen sollt. Das ist das Format. Ich hoffe, es ist verständlich, weil beim letzten Mal, egal, gar nicht lange drum herumreden, sondern ich wünsche noch richtig viel Spaß. Und wenn du möchtest mal live bei so einer Aufnahme dabei sein, dann folgt mir auf Twitch. Der Link da dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und die Aufnahmen sind immer am Montagabend plus minus um die 7:30 startet immer der Stream. Und wenn du möchtest einfach nur da auf YouTube mir alles verfolgen, dann nicht vergessen, den Channel kannst du auch sehr gerne kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Aber jetzt fertig gelabert. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Video. Wir starten also direkt rein mit der ersten Simulation. Eisbären Berlin gegen Fribourg-Gotteron. Da steht es nach dem ersten Drittel 1, ich will sagen 1, aber steht 0:0. 1:1 steht es nach 2 Drittel und am Schluss gewinnt Fribourg mit 4:2. Und es geht Schlag auf Schlag. IFK gegen Ambri ist unsere nächste Partie. Ambri führt nach dem ersten Drittel. Nach 2 Drittel steht es 2:2 unentschieden und nach 60 Minuten gewinnt Ambri mit 3:2. Sehr schön. Und im dritten Match ist der SCB gefordert von den Cleveland Monsters 0:0. Auch nach 2 Drittel weiterhin 0:0. Und am Schluss gewinnen die Cleveland Monsters mit 1:0 richtig knapp. So, und da sehen wir in unserem ersten Live-Match, wo von euch gewünscht worden ist, Schweiz gegen Lugano. Und Lugano gewinnt das erste Bulli. Die Schweiz zum ersten Mal im gegnerischen Drittel. Dina Kukan kurvt schön um, kommt zum Abschluss, aber da haben wir eine Parade. Und Kevin Fiala an der Scheibe. Er ist natürlich schnell, kann umkurven und kann abziehen, aber wieder eine Parade. Und die Schweiz, wir überstehen das Unterzahlspiel. Wir überstehen das. Sehr schön, Genoni. Nein! Nein, ich schon so ein bisschen Auto und so, boah, haben wir jetzt Glück gehabt und dann passiert das und wir kassieren es 0:1. Scheisse. Da ist ja, komm. Direkt den Ausgleich holen, direkt den Ausgleich. Nein! Scheisse, du. El Niño. Der kann das. Und wie er es kann, da ist der Ausgleich zum 1:1. Oh shit, aufgepasst. Nicht Goal kassieren, aber wir kassieren es. Der Fazzini erzielt 2:1 für Lugano. Scheisse. Powerplay für die Schweiz, beste Chance, um wieder den Ausgleich zu holen. Da kommt der Pass, aber kein Abschluss. Schöner Check. Und jetzt hoffentlich endlich mal eine Szene in dem zweiten Drittel. Da kommt sie, Chance, aber mehr machen sie nicht. Metall. Sehr schön da. El Niño. Er trifft nur den Goalie. Boah, jetzt haben wir Viertel gehabt. Und auch unser neuer Goalie, der Bera, mit seiner ersten Parade. Sutter. Jetzt der Pass. Ach, es wäre so schön gedacht gewesen, aber leider auch noch gedacht. Komm mal, Praller, nein, wieso nicht? Da jetzt ein Querpass, Schuss, Goal! Da ist es, da ist das wichtige 2:2 vom Hischier, yes! Komm, langer Pass, Hischier, jawohl. Dura, bam, Backhand, nicht rein, scheisse. Da müssen wir wieder mal in Unterzahl, verlieren das wichtige Bulli, aber ein schöner Save vom Bera. Komm Haas. Einfach hinter dem Goal Dura, zack, und jetzt ein Pass und da kommt der Schuss und eine riesen Parade. Oh, wow, Metall. Kommen Jungs, wir müssen einen Sieg holen. Und zwar in der regulären Spielzeit. In diesen 60 Minuten. Komm schon. Geht's doch nicht. Jetzt. Nein, Abpraller. Jawohl. Der Nino Niederreiter mit zweiter Kiste in dem Match und mit 3:2 Führung. Dritte Kiste vom Niederreiter. Yes, 4:2. So schön.
Was ist jetzt das für ein Goal? Hey? Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, aber da ist es. Das 4:3 von Lugano. Die letzten 4 Sekunden laufen, 6-4, aber wir haben das Pool gewonnen. Die Scheibe halten und rausspielen. Und da haben wir sie, die wichtige Sirene, wo den Sieg vor der Schweiz besiegelt. Jawohl, wir gewinnen mit 4:3. Und anhand der Statistik ist der Sieg absolut verdient und nichts anderes. Bevor wir in den nächsten Live-Match gehen, wird noch simuliert Örebro gegen den ZSC. 0:0, 3:1 Führung nach 2 Drittel für den ZSC und bei dem 3:1 bleibt und somit gewinnt der ZSC mit 3:1. Und da sind wir schon beim zweiten Live-Match für die Sparta gegen der EVZ. Sparta führt in der Serie mit 1:0. Kann ich da die Führung ausbauen oder kann der EVZ gegen mich ausgleichen? Wenn du dich jetzt fragst, wieso spielt der Jürg da mit Sparta und nicht mit dem EVZ, dann ist der Grund ganz einfach, denn ihr habt es so gewünscht. Wenn du auch mal möchtest, deinen Wunsch kundtun, dann schreibe jetzt unten in die Kommentare rein, die nehmen von den beiden Teams, mit denen sie spielen, und da kassieren wir den Treffer vom EVZ, der somit mit 1:0 in Führung geht. Jetzt einfach nicht nochmal ein Goal kassieren, sondern schön. Ja, da haben wir den zweiten Treffer vom Klingberg, 2:0 Führung von der EVZ. Ich komme einfach nichts machen gegen Führung. Hey, Z spielt mal ein bisschen stark oder ich ein bisschen schlecht. Schön Goalie. Wir brauchen jetzt so schnell wie möglich einen Treffer, aber mit so Schüssen kriegt man kein Goal her. Das könnte einen Angriff geben. Das könnte einer geben. Und es wird auch einer. Und zwar ein erfolgreicher. Der Safin mit dem Anschlusstreffer. 1:2. Komm, geh da rein. Jawohl, jawohl. Und jetzt passen. Und komm, schiessen. Nein, Goalie pariert. Nein, scheiße, fuck. Shit. Goalie, danke, Goalie. Nein, fuck, Goalie. Oh mein Gott. Oh. Komm, Abpraller, komm nochmal Abpraller. Nein, wieso kriegen wir keinen weiteren Abpraller? Nein, wieso kassieren wir das Goal? 3:1 für den EVZ. Schön. Und jetzt mit Tempoführung. Komm, aber der ist so scheiße langsam. Pass kann aber gehen und der Schuss kommt doch noch ins Wehr, aber leider auch eine Parade. Der Pass war geil. Und jetzt ist auch ein geiler Schuss da. Yes, wir sind wieder dran. 2:3. Aufgepasst, Jürg, aufgepasst. Nein. Wie der EVZ mich da komplett ausspielt mit der Geschwindigkeit und mit dem Gepasse. Und da führen sie jetzt mit 4:2. Ja, die letzten paar Sekunden sind am Laufen und der Z eben am Druck. Ich bin nichts zu machen gekommen. Da ist Sirena. Wir verlieren den Match mit 2:4 gegen der EVZ. Ist einigermaßen schade, aber hey, wenigstens hat der Schweizer Club gewonnen. Und das ist doch auch eine positive Sache. Und sie haben sich den Sieg absolut verdient, wenn wir die Statistik hier anschauen müssen. Das war es aber noch nicht, Freunde. Wir haben noch 2 Matches, die simuliert werden müssen. Und der erste haben wir hier mit Winnipeg gegen Kloten. Wo Kloten nach dem ersten Drittel führt. Nach 2 Drittel führen sie bereits mit 4:0. Und am Schluss gewinnen die mit 7:0. Hey, was für ein Klatscher. Wir kommen somit zum letzten Match von heute. Und zwar Uppsala gegen Rappi. Rappi führt mit 1:0. Sehr schön. 2:0 nach 2 Drittel. Und es lockt ein 4:0 Sieg für Rappi raus. Das ergibt somit folgende Situationen im Playoff-Baum. Freiburg führt 2:0, ZSC Örebro 1:1, Amrit Biota IFK 1:1, EVZ Sparta ebenfalls 1:1 und gleich sieht es aus beim SCB gegen die Monsters, Kloten gegen Winnipeg. Die Schweiz jedoch, die führen 2:0 gegen Lugano und Rappi führt ebenfalls 2:0 gegen Uppsala. Das war es also mit der heutigen Folge, mit den heutigen Matches und du kannst jetzt wieder die 2 Teams nehmen, wo du möchtest, dass sie beim nächsten Mal spielen tun, wegfallen tun vom letzten Mal weiterhin Freiburg Berlin und Rappi gegen Uppsala, sowie von heute EVZ Sparta und Schweiz
Lugano. Bei den anderen 4 Paarungen, die stehen noch zur Auswahl. Schreib mir von denen auf jeden Fall die 2 Teams rein, wo du möchtest, dass ich mit denen spiele und die nehmen, die am meisten fallen, in den Kommentaren. Mit denen werden dann spielen. Also, wenn du das wirklich möchtest, als Team oder 2 Teams supporten, dann jetzt reinschreiben. Battlen euch in den Kommentaren um Teams, mit denen ich spielen soll. Dann für heute war's das. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!